Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus der neuer Maison Relais an der Rue de l'Hôpital. Am jedes Jahr werdet freiert Mädchers Pensionat von Dickrich als enger neuer Funktion ja schon eng echte Kehr dem Publikum präsentiert gin. Lodern konnte für die Rentrée auch die echt Kanner anzählen. Dat freiert Pensionat Notre-Dame de Lourdes als historisch Gebäi klassiert. Demno huet dem Patrimoine kulturell misse bei der Renovierung Rechnung gedrohe gin. Trotzdem huet den Architekturbüro dem er den nabechte Beauftragt war fertig brucht, dass sei alles kont ënnerbrucht gin, wat fir eng modern Maison Relais neideg ass. Ugefangen mat verschiedenen Themenrestaurants. Es sind zwei Restaurants, das heißt das Indo an Indo. Und das sind dann die zwei Restaurants, die haben dann ihren Plan. Das heißt, da sind dann die verschiedenen Döcher und so, wenn keiner kommen, sehen sie direkt, wo nach Platz ist oder kein Platz mehr ist. Und dann können sie, wenn sie mit Kollegen kommen, so sagen, okay, wir sind zu 6, dann machen sie ein Foto und dann sie den Döcher für sich reserviert. Und dann gehen sie an das Buffet ran und da können sie sich mit Stunden verbringen. Voilà. Wir haben eine wirklich super ausgestattete professionelle Küche gekriegt mit all den Apparaten, wirklich für die Kochbrauch, für all die normalerweise 300 Kanner, für die wirklich gut zu kochen. Das ist das alltag frisch, das ist ein Teil Bio, das ist viel regional. Und ja, das wird dann wirklich alles heißt auf Platz gemacht und dann Donau an Buffet transferiert, sodass die Kanner wirklich ja, ganz frische Sachen kriegen. Natürlich gibt es auch Raum für Hausaufgabenbetreuung, Gesellschaftsspieler, Rollenspieler, das sogar ein Theater für gesehen. Und dann gibt es auch allmählich Ateliers. Wir sind im dritten Stock und da haben wir ganz verschiedene Ateliers. Also Molen dann zum Beispiel, dann haben wir Menuiserie, wir haben Ökonomie zirkulär, wir haben Poterie und wir haben noch Couture. Das heißt, das sind so verschiedene Funktionen, wo man da über an der aller Struktur hat man dann einen Raum, das war ein Kreativatelier quasi, wo da wirklich alle Funktionen müssen an einem Raum sind. Und dann haben wir den wichtigsten Vorteil, dass es viel mehr spezifisch kann der Funktion angedeelt. Der Clou von dem ganzen Data ist aber der große Motorikraum und der freie Kapelle. Nicht zu negligieren, auch den schönen Außenbereich, wo genug Raum für Leute für sich am Freien auszutoben. Hanna der Maison Relais, wie der sieht, ein Multisport, Fußballterrain mit synthetischem Wurst. Und dann immer so Klammmöglichkeiten für die Kanner. Und dann noch je nach Beam, Wies. Und dann haben wir noch ein Hochbeet. Das heißt, du Kanner selber mit der Edukatrice, mit dem Edukateur Sachen uppflanzen, wie Kräuter, Erdbeeren, Saloten und Milches. Das kann auch zum Beispiel hin genutzt werden für an der pädagogischen Küche, wo Kanner selber ihren eigenen Produkt machen. Das ist alles möglich. So, wir haben zwei Gebäude, die Erdgebäi an dat das dann Sikel 1 und 2. Ich muss so gestehen, dass wir doch können an die Böse von denen die kleine kann absolut gerecht gehen. Hier haben wir Sikel 3 und 4 und da haben wir wirklich mit der Innenarchitektin das wirklich so geplant, dass wir da Funktionen dabei kriegen, wie zum Beispiel den Medienraum und den Kidsraum, wo wir wirklich viel mehr Dave können mit den Kindern, zum Beispiel 6 Schuljahren an einer Mathe-Rago, wie zum Beispiel alles das mit Medien, viel mehr drehen, viel mehr schneiden. Weil das dann wirklich optimisiert gehen, wo man als Möglichkeit für die kann wirklich dann viel mehr groß sein, wie man drüber konnte machen. Mit dieser neuen Maison Relais kann die Kapazität für die Schulkanner von Dickrich also nicht nur noch BQ verdoppelt, sondern auch die Geburt qualitativ erhöht gehen. Am September die Schule fängt noch die Vereine aus Dickrich nächst mit ihren Aktivitäten los. Dafür, dass sie damit genug Novus starten können, wird für lange Jahre das Syndikat Initiative ein flott Fester gefordert, wo die Kanner auf einem spaßigen Tag am Sommer testen können, was für einen Club von Dickrich ihnen am besten leid. Und Juli 23 war dem noch nicht Zeit für den schönen Kids Day.
De Kids Day am Park bei der Gemenger sein ver eng spaßg Geschicht. 2009 hat das Syndikat-Initiativ dummer do gefangt Vereine aus Dickrech opzurufen, sech mat Aktivitäten die junge Generationen vierzustellen. An déi sinn einfach nëmme begeert vun de viele Sachen, deen op diesem Fest kann ausprobieren. Neft Musiksinstrumenter kann ihn zum Beispiel auch verschiedene Sportarten testen, an net sie noch extra Spieler fir gesinn. Wie findest du das Fest an Hai? Gefällt dir Hai gut? Ja. Was hast du schon alles Hai gemacht? Trampolin. Ich hab Sprangschlag, Volleyball und die Instrumente. Und dann noch Klangs zu spielen, kann ich auf dem Trampolin gehen. Und dann noch für Musik zu machen, kann ich so verschiedene Instrumente austesten. Also teilweise ist am Anfang besonders schön, weil am Anfang genau das weiß, was das Syndikat-Initiativ will oder was ganz wichtig ist an der Arbeit vom Syndikat-Initiativ von Dickrich. Es verbindet einerseits Vereine, man weiß, wie flott als Vereinslandschaft als Dickrich ist. Vereine, die alle guten Heim machen. Es weiß aber auch, dass es flott fest ist für die Kinder. Für eine Sache mitzumachen, dass sie fest wird, Dickrich am Anfang bereichert. Für allem aber Hunheit Verein hat Möglichkeit, neue Solange zu ziehen und um die Zukunft vom Club zu sichern, eine Vitrine, die sie nicht mehr müssen wollen. Das ist wichtig für alle Club, weil wenn die Leute nicht kennen und sie passieren hier und sie haben einfach Spaß und sie lernen das am Spielen kennen und wir noch Flyer, die wir ausdehnen, wo alle Stonien drauf sind. Und ja, für mich bekannt zu gehen, weil der Festclub schon bald 60 Jahre zu Dickrich und es sind so viele Leute, die das nicht wissen. Und da machen wir Publizität und wir werden in Zukunft noch mehr Publizität machen. Für uns ist das eine gute Gelegenheit, für uns heute zu präsentieren. Wir sehen auch heute, dass die Kinder Spaß haben darunter, für die Ball über das Netz zu kriegen. Und gerade heute Klängen, den ist wie irgendwie Spy rundherum gelaufen, kein Ball fällig los. Das ist immens flott zu sehen, dass die Kinder Spaß haben. Und ich meine, den der ist für sie, von allem, wo sie mit den Eltern zusammen können verschiedene Sportarten entdecken. Und ich fand das eine flotte Initiative in der Gemeinde. Wir machen da gerne als Volleyball auch mit. Wir hatten zum Beispiel gerade kleine Jungen nicht ein Klarinett geholt gehabt, da hat er gespielt, nicht direkt einen kleinen Kochtisch gemacht, nicht das so flott fand, nicht das super fand, für einfach Heiler und Römer zu laufen, dass direkt in den Ton da rauskommt. Ich meine, den ist definitiv schon engagiert, also das macht einfach Spaß, dass sie gesehen wirklich wie sie ihre Spaß dabei haben, Instrumente rauszuprobieren, weil Musik ja sich wirklich soll, die hauptsächlich mal geht machen. Das bringt ganz viel, weil die natürlich Hoffnung, dass dann auch am September von Championate darum aufhängen, auch ganz viele Kanada werden bei uns mal schnuppern kommen, mal gucken kommen, wie das dann am richtigen ausgeseit nicht auf der Wies, wie das dann noch an der Halle ist. Und ja, kommt am September bei uns, kommt dabei das Training und kommt Handball spielen. Nicht wie nicht fanden sich all Jahr immer nächst neue Vereine, die mitmachen wollen. Zu der ersten Edition vom Kids Day auf der Bastplatz am Zentrum hat sich das Klangfest zu einem richtigen Burner entwickelt. Er können auf eine spielerische Manier die ersten Schritte zu einem flotten Hobby gemacht haben. Das Syndikat-Initiativ bietet eine flotte Plattform und Vereine bereichern das mit ihren Aktivitäten. Nur einem darum Kids Day brauchen die Eltern oberst bestimmt nicht mehr lang zu rufen, für das ihr Kanner de Weh an Bett machen. An unserer letzten Emission hat wir die Verredigung von dem neuen Dickrischer Chefrat den 11. Juli am Innenminister präsentiert. Nachdem diesen am Amt war, konnte einfach drauf auch die feierliche Assermentation von den neuen Gemeinderäten stattfinden. Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. Je le jure. Als neu gekrönte Bürgermeister war den 19. Juli Charles Weiler für die neuen Conseillerinnen und Conseilleren aus dem Dickrischer Gemeinderat an einer feierlichen Zeremonie zu verredigen. Größtenteils fanden sich am Conseil dieselben Leute, es gab just Plätze gewechselt. Trotzdem gehen doch eine Reihe Neugesichter, für die noch alles ganz spannend ist, die sich aber schon eine Reihe Prioritäten gesagt haben. Einer ihnen zum Beispiel der Museumdirektor Jean-Jacques Schäfer. Ein von den Themen, wo ich bei Lieberländer geschafft habe, das sind Verwaltung an Finanzen. Und da würde ich mich auch ein bisschen speziell abbringen. Ich habe meine Karriere als Finanzdirektor gelehrt, dass all Betrieb auf Gesundfinanzen abbaut.
an das wahrscheinlich steht wolle, den ich auch für meine Kollegen überdrohen kreen, an den ich auch wahrscheinlich gerne will überholen. Als Direktor von dem Kulturhaus will hier natürlich auch neue Akzente der Sache Kultur setzen. Den Coach Jean-François Steichen, den am droit bancaire financier spezialisiert ist, wird sich einem anderen Thema verschrieben. Ich meine, ein großes Thema wird an den nächsten Jahren wird der Qualität zu dick schon im Gegend dominieren. Das wird Nordstadt sein. Das ist eine einmalige Chance, die wir haben, für ein Centre de Développement zu gehen. Und das ist ein Domain, wo ich mich voll da bringe. Dann hat Conseiller Pascal Schmötten noch eine Verstärkung auf weiblicher Synchro seit dem Juli 23 geht es darum, ein zweiter Conseiller, Katrin Kohl. Trennrollstuhlfuhrerin an der Paraleichtathletik ist mit ihren 27 Jahren die jüngste am Gemengerot. Sie will sich für hier zwei Herzensthemen ersetzen. Zwei Themen, die mir besonders am Herzen liegen, sind Chancengleichheit. Sie wird mit Leuten ohne Behinderung und Leuten mit einer Behinderung oder Lissabonner Ausländer, Jünger, Ältere. Genau. Und dann auch noch eine andere Rolle aus dem Sport. Und durch den ich denke, dass ich auch kann viel mit Inklusion, Integration machen. Dafür sind das zwei Themen, die mir mehr am Herzen liegen. Nur der Verredigung von Allgemeingeräten ging es dafür mit dem nächsten Conseil mit unterstütztem Charles Weiler. Mit Daily Business, wie ihr seht. Den 20. September ist dafür schon ein nächster Gemeingerot programmiert, wo da sollen die Ressorten vom Schäferrot fixiert, für die Schäferrotsdeklaration präsentiert gehen. Zu Dickrech ginn zwei Flüchtlingshemer, en Herrebierg, de vu Caritas geriert gëtt, an e vun der Croix Rouge op der Gar. Vill vun de Bewunner werden drop fir de Statut vum Refugié unerkannt ze kreen. Andere sie wohl schon ënner der internationaler Protektion hunn et awer schwéierengege Wuning ze kreen, as hin dofir weiter op de Foyer ugewiesen. Den José Luis aus dem Peru wundt schon e puer Joer am Flüchtlingsfoyer op der Gar, wo je nach ëmmer op eng Decision wart. Den José Luis huet vu klenge Munner mat Lee vu segem Pap am Peru gemolt, hin ass als Kënchtler Gebursetien, an den Don wëll hien Lohn enrer Viro ginn. Verscholl Vakanzers organisiert hien dofir mat de Kanner aus dem Croix Rouge Foyer Molatelieren. Neuerdings auch am Park bei der Sauer, fir die Responsable aus dem Foyer e Glecksfall. Les structures, enfin les chambres, bon bah, elles sont pas grandes, hein, ça c'est clair. Donc du coup, c'est de se retrouver plus en promiscuité, ensemble pendant tous les jours, pendant une semaine, 2 semaines. Là, les vacances d'été, c'est 2 mois. Donc c'est compliqué, il n'y a pas trop d'activité à l'extérieur. Donc c'est ça le plus compliqué, de devoir gérer tout ça. De Foyer probiert tatsächlich alle Ressourcen von ihren Leuten maximal zu nutzen, am Interesse von den Bewohnern, aber auch für die Kröch. Megan Ranson ist in permanentem Kontakt mit der Integrationskommission von die Kröch, für hier Leute besser in die Gesellschaft integriert zu kriegen. Ob das Barry Cubain de letzten November an der Alseerei zum Beispiel und Flüchtlinge aus dem Foyer für diese vom Event gesucht. Die Integrationskommission wünscht sich mehr so Manifestationen. La commune, elle fait déjà, elle soutient toujours nos actions, que ce soit organiser une soirée-concert, mais alors peut-être plus un pique-nique, plusieurs fois dans l'année, un pique-nique multiculturel. On l'a déjà fait, on pourrait le refaire. An de José Luis, den hofft, dass jener Sänger neierhemisch bleiben kann, wo ihn den idealen Not für seine Kunst von tut. Den Amend geseitet allerdings nicht so gut aus wie der José Luis. Hier, den an der Zwischenzeit der wichtige Pilier vom Foyer Guinness und auch von die Kröch, wo hier eine Welt jeder kennt. J'ai commencé à connaître beaucoup de gens, je marche por la rue y la gente sait que yo fais la pantoufle. Ya me di palomino, hola, hola, y ya, bonjour, 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 y pour moi, ça va. J'aime Dickies, j'adore Dickies. C'est un bon endroit pour moi et pour faire l'art, pour l'inspiration et pour la gente. La gente de Dickies, avec moi, chévere, es bien, bien, tip top.
Bis zu einer definitiver Decision vom Minister möchte José Luis das, was ihn am besten kann, malen. Am Pop-Art-Stil, hier schafft für allem gern großflächig. Sein größter Wunsch wäre doch ein Kehr, seine Kunst am Dickrich zu verewigen. Ohne Idee kann hier sowieso gut nicht sein. Maintenant, je dois faire un tableau pour une personne me commander. Oui, oui, oui. Yes. Si je me restais à la maison, ma tête explota. Wir wünschen dem José Luis auf alle Fall der Best für seine Zukunft. An dem Foyer, dass sie an ihre Bemühungen kommen. Ziel vom Foyer ist es, für in Zukunft auch Projekte mit den Vereinen und Institutionen aus Dickrich auszuschaffen, für ihre Leute eine bestmöglichste Integration zu ermöglichen. Für die 35. Kehr hat am Juli des Jahres zu Dickrich das Forum International pour Flûte et Piano stattfand. Das renommierte Sommerschule für Flötisten und Pianisten von allen Niveauen ist schon etwas ganz Besonderes. Zeigt es, dass Musiker und Musikerinnen aus der ganzen Welt tun. Von Lützeburg wohl, aber zum Beispiel auch aus China, Japan oder Korea. Dieses Jahr waren noch 4 Talente aus der Ukraine gereist. Wir sind hier in einem Kurs von Carlo Jans, den das Forum für 35 Jahre begründet hat. Dem Flötist und Dirigent leidt viel dran, sie wissen nun einer Leute 4 zu gehen, und noch den Jungen die Möglichkeit zu gehen, am kulturellen Austausch zu lehren. Darüber hinaus will ich noch gerne denen weiterhelfen, die nicht unbedingt die finanziellen Mittel haben, für uns so einem Austausch teilzuholen. Wie zum Beispiel die Ukrainerin Viktoria, die zurzeit als Flüchtling ab Polen lebt. Wir sind auch an diese Preise so, dass sie sich dann eigentlich leisten kann. Aber sind die Einschreibegebühren für Leute, die aus den armen Gegenden kommen, aber trotzdem enorm hoch. Ne? Also wenn ihr guckt, was sie an Transportkosten haben, auch noch für heute zu leben, dass das eigentlich ohne Stipendien nicht möglich wäre. Und ich fand das aber wichtig, dass die Leute auch auf Lützeburg kommen, dass Leute auch mit denen in Kontakt sind. Du kannst nicht von dem anderen lernen. De Carlo Jans hat es möglich gemacht, dass Viktoria konnte an diesem Forum teilholen. Die Marschen dafür waren nicht einfach, aber der Weg, den hat sich gelohnt. I love being here. No, I've never heard of Dickrich before. Ich bin immens gerne hier. Nee, ich hatte früher noch nie von Dickrich hören. Dickrich ist so schön. Ich fand es immens mit der Natur rundherum. Ich meine, die Leute von hier schätzen die Natur auch. Blumen an der historischen Stadt haben so viel Charme. Ich liebe es. Ich finde Chore noch immens gerne. Chore selber, Piccolo, die Flötchore sind einfach erstaunlich. Und er braucht Aktivitäten overs. Nur einer gewissen Stunde dürfen wir nicht mehr spielen und da können wir relaxen. Wir brauchen das. Die Atmosphäre ist erstaunlich. Die Leute unterstützen das immens. Und ich finde doch so gern, dass hier so viele Kulturen zusammenkommen. Auch Lucia aus Serbien ist glücklich, dürfen Forum International pour Flûte et Piano teilzuholen. Heute zu Dickrich lehrt sie an einer relaxeren Atmosphäre, sich ganz live zu der Musik hinzugehen, genau wie Viktoria geworden sie von einem Prof auf dem Forum aufmerksam gemacht und denkt auch sie, nur dieser Experience darüber noch, für einen Schritt mehr weit zu gehen. Ich spiele noch schon 7 Jahre und ich bin hierher gekommen, um zu sehen, ob ich das besaß, wo ich weiter studieren will. Ich habe es richtig gerne und ich meine, ich will dadurch professionell machen, Musikerin gehen. So hat das Forum es über all die Jahre fertig gebracht, immer nächste Talente zu fördern, sie wird für eine professionelle Karriere anzuschlagen, sie wird für nur selber Enseignant zu gehen. Viele von den Profen, die heute beim Forum mitmachen, waren für selber als Schüler auf Dickrich gekommen. Und noch fand es mit den Jahren nicht mehr einfach ging, als für die nötigen Sponsoren zusammen zu kriegen. So wollte Carlo Jans die International Summer School nach langen Jahren für uns organisieren. Also das ist schon immer spannend, aber bis zur letzten Minute an unglaublich viel Arbeit. Ne? Also das schon. Also ich hoffe, dass es weitergeht. Ne? Ich meine, ich bin da angefangen, du warst 24 Jahre, das ist schon ein Zeitchen hier. Und ich will das noch ganz gerne weitermachen. Muss ich natürlich auch ein bisschen daran denken, dass der Zukunft kriegt, dass ich nach immer mehr jungen Leuten mal an Boot ranhält, dass es nicht eine Bank so einen Moment kennt, wo dann nicht mehr 4 Uhr geht. Nee, das ist alles an der Planung.
Den 14. August iwwerdeems war zu Dickrich den Depart vun der 29. Randonnée Jampi Schmitz, e kulinarsche Wëllostour durch d'Eisleg an Ardennen zu Ehre vum fréiere Lettzebuer Cyklist Jampi Schmitz. Eng Randonnée fir de guten Zweck, wo awer jidereen op se Kachte kënnt. Auch 2023 war dese flotten Wëllostour nese grossen Suse. 7 Auer moes Fréiers als zweete Weekend am August bei der Schwamm zu Dickrich den Depart vun der Randonnée Jampi Schmitz zu Ehre vum gefeierte Lettzebuer Velochampion aus de 50er Joren. Fir d 29. Keier gouf ihm dëst Joer scho gedurcht, fir natierlech besonnech sinn Kannerfred, die am grosse Mannschaftsdepart Erdauer moes dobei sinn. Die Randonnée ass natierlech fir Reise die ganz Familie, dat ass en Genugtum fir dat Pap gedurcht gëtt. Die noch nach die Eicht Joren ass mein Pap mat gefuer, ich ging so die Eicht 20 Randonnée, wenn mein Pap immer dabei geweest. Die Randonnée giet joch hauptsächlich die großen Tour, geht dann noch immer iwwer Huldang zu lerncht sein hemisch Haus, wo mein Pap geboren ass, geht Randonnée immer lerncht, dann as sie noch die Vereiner vun Huldang, die do mat organiiséieren hëllefen. Das immer ganz flott. Organisiert gët Randonnée Jampi Schmitz vum Lions Club Eisleg, dem Veloclub vun Dickrich an den Ami de Jampi Schmitz. Sie hatten die alleréischten Edition 1993 zu Feiernen organisiert. Die Feiern war de dat war 0. An war der muss Suse do, so dat man dann awer gesot hunn mir vor weiter do wat. Dat zu feiern awer nees mé ginn, well einfach zuviel gro Suse war auch. An du hummer dann op Dickrich. Wenn ich man Wëllesklub Dickrich mé eng Lizenz brauchen, fir dat ze machen. An du war dann ugefangen zu Dickrich. Und dat war grosse Suse an de Jampi hat mat segen Kolleggen mat hin Charlie Gaul war nach do, wiem Diderich also weiter aus dem Ausland Gros Krecken, die ze Summer Team gefor sind, die do hinkommen. An dat war ganz flott. Vu 1994 Jun also gëtt Randonnée Jampi Schmitz zu Dickrich aufgehalen. Zu Summe am Lions Club Eisleg, Dezenter hier net manner wie 123.000 € gesammelt hunn. Op deser Randonnée, den iwwer 4 Parcours mache kann, kreen awer auch déi die mat machen, zum Deel richteg Appes geburten. Die geht bis an Belgerie, wann der kann direkt durch Ardennen, also das wunderschönen Tour, wann in den Matt fährt. Natürlich musst du bist trainiert, für du Matt zu führen. Und auch bei dem Tour geht es, ob der Robbescheier den haben ich mehr, und dafür sind wir wären eine Randonnée kulinaire, weil Leute dann einfach beköstlich gehen. Wir haben 4-5 Fravien mit flotten Aussichtspunkten, wir haben zu Bibel, zu Innen beim Stausee, als wir in der Fakische in der Schloss abgeseit. Also du sind verschiedene Punkte, wo es wirklich flott ist, für Matt zu führen und zu regalieren den Tag. Die 700 Cyklisten sind an der Moyenne all Joch op dee 4 Parcouren vun 40, 80, 120 an 150 Kilometern erwe. Afir dats dat ganz doch reibungslos klappt, schaffen net nëmmen eng 20 Leiit vum Lions Club aktiv mat och de Veloclub vun Dickrich den Lizenz stellt ass ei grausamer Satz fir Velofuen, ass op dem darüber alle Fall kein Zeit fir sie. Muss reden, die arme Erbicht machen, an dann auch nach Gedrängstand zu Dickrich bei der Schwemm, wo dann auch nach nicht den Après-Ski mit den Après-Velo ass, den Dachs mehr lang dauert wie Randonnée selber. Also, interessiert dem selber mat zu fuhren oder op manst gucken zu kommen, dann notiert ihr schon de Lode Rendevous für die 30. Edition den 11. August 2024. De Noleis vun diesem Jahr deget evregens Dekeer und Association l'Ukraine. Dickrich ginnet die fester gesiese Betriebe an der gëtt awer regelmäßigschen Wiesel an der Geschäftswelt. Op der Esplanade ass fir gené engem Joch e ganz interessante Betrieber gezunn, déi bestimmt fir langer Zeit bleiwen Dift. Et ass dess den Atelierboutique, wo en net nëmme Flottes ze kaufen, mir auch nach ze kucke krit. Dat wat produziert gëtt ass auch nach ziemlich eenzigartig zu Lettzeburg. Bonjour, je m'appelle Rodolphe Chaise, Custom and Design aux 5 Esplanades à Diekirch. Je suis multiprofessionnel dans le graphisme, le bois, le métal et le verre. Je fais du marquage, de la gravure, des trucs qui sont uniques au Luxembourg et je suis très content d'être arrivé ici alors que j'étais en France avant. La personne arrive avec un projet ou pas. Et on détermine un budget. Tout ce qu'elle a dans la tête, je vais le prolonger et moi, je vais le créer de mes mains.
Alors ça peut être un miroir, ça peut être une grande plaque en bois gravé, ça peut être un porte-clés. Voilà, tout ce qui est marquage, hormis, je ne fais pas de déco de véhicule, de vitrine, voilà, c'est très artisanal dans ce que je fais. Et je peux très bien faire du simple porte-clés à l'unité en passant par une table qui va faire 2, 3, 4, 5 mètres de long. Donc là, pour l'instant, je suis sur un projet d'une table en chêne. Et donc voilà, c'est assez éclectique. Je travaille tous les matériaux, beaucoup le bois, le verre et l'acier. Je grave l'acier, je grave sur des pièces de moto, je grave sur des pièces de moteur de voiture. C'est à l'unité et ça se fait pas. Et c'est des pièces qui sont très rares, donc on arrive à reproduire tout en gardant l'esprit de la création des pièces. Et donc on arrive à refaire à peu près dans l'ensemble ce qui est de bien. Nous, on était sur le bassin d'Arcachon, on était à 20 km du bassin d'Arcachon. Ça faisait déjà 1 an et demi qu'on voulait changer, qu'on voulait voir ce qui se faisait autre part. Et on a des amis qui sont luxembourgeois, qui venaient tous les ans et ils nous ont dit « mais ce que tu fabriques, Rodolphe, c'est unique, ça se fait pas au Luxembourg et pourquoi tu le ferais pas là-bas ?» On est tombé amoureux de Diekirch. L'endroit, c'est super, quoi. Il y a la Sûre qui passe à côté, l'école qui est à 50 mètres, et on est arrivé ici, puis on essaiera de pas repartir. Quand on était jeune, on arrivait, on rentrait chez les bénistes, il était en train de travailler, il disait bonjour, voilà. Et moi, ce que je veux donner comme esprit, c'est, on va dire, vous n'êtes pas obligé de... tout est à vendre et rien n'est à vendre en même temps, et tout est à acheter et rien n'est à acheter. Et c'est pas vraiment une boutique, on peut pas appeler ça comme ça, c'est un atelier boutique. Voilà, j'ai une personne là dernièrement qui avait un problème sur un plan de travail. Il est venu, j'ai le matériel, on a fait un trou dans son plan de travail, il est reparti avec. Voilà, et on a pris un café et puis c'est surtout les rencontres moi, qui m'intéressent. Ici, tout est possible, enfin presque. Voilà, venez, si vous avez un projet et même si à la limite vous ne savez pas si ça se fait ou pas, on en discute ensemble. Si ça se fait, on fait. Si ça se fait pas, on prend un café et puis au moins on a l'opportunité de se rencontrer. Si vous voyez de la lumière, c'est que je suis ouvert. Alors j'ai pas d'horaire fixe, donc si vous passez à Diekirch, c'est avec un réel plaisir de vous accueillir à l'intérieur de ma petite boutique, mon atelier boutique. Je vous souhaite de venir me rencontrer. À bientôt. Von diesem Moment an wollten wir an alle Emissionen von Diekirch TV eine neue Rubrik vorstellen. 1 Minute zurückgeguckt soll an enger Minute Monumente, Skulpturen oder Gebäude präsentieren, die eine geschichtliche Bedeutung für Diekirch haben. Den Anfang mischt heute das Gemengenhaus, das früher mal ein Hotel war. Diekirch gilt als Wei vom Tourismus, wat dem Alexis Hack zu verdanken ass den 1850 den echte First-Class-Hotel zu Diekirch entwickelt huet, de Grand Hotel des Ardennes, den richchten Tourismusboom ausgeleist huet. An der bester Zeit hunn eng 14 Hoteller an 3 Pensionen Leute aus der ganzer Welt op Diekirch gelackelt. Eng besonders Renommee hat dobei den Hotel Beausite an der Avenue de la Gare, den im Jahrhundertwend gebaut gifar. Den Hotel Beausite war eng wunderschöne Park gelegen und hat große Gärten und eng Flotterras mat Vue op Zauer. Den Hotel war aber für allem eng Urlaubsstelle für all Gourmet. Nicht man bekannt wie sein Kichen war den Hotel Beausite für seinen exzellenten Weinkeller. Anhai goufe für Touristenausflug an Alpinwind durch die Lande geboten, et war das den Hotel Premier Ordre wie an enger Publicität zu lesen ass. 1950 als lo d'Administration vun der Gemeng an diesem schönen Gebäude ennabrucht. Auf den Aufschluss, dass Recht natürlich auch was in der nahen Zukunft alles zu Diekirch passiert, das Zeit für den Agenda. Ich für meinen Teil so nicht das schon mal Eddie. Wir sehen uns dann noch im Oktober. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit.
Den 22. September ofes 5 Uhr geht op der Klostertiercht Kirmes opgemach. Bis du Weekend drop können sech klenger Gros ha beneits englisch durch Zeit machen. Nicht viele Spielbuden as natürlich Jorem fir dat richcht Kirmes Issen a Getränks gesucht. Dünnstes de 26. September lebt Owes 6:30 am Internet Jos Schmidt eng Flottable Rand mam Titel European New Choice, wo Jungpolitiker aus verschiedene Parteien sech de Froe vun der Jugend stellen. Knapp 2 Wochen vir de Chamberwellen e Rendevous, den en sech unbedingt mirke sollt. Den 30. September da lebt an der Kirch die neue Expo vum Dickrescher Fotoklubbun, Vernissage ass den dafir drun Owes 7:30. Auch die neue Ausstellung versprochten ist ganz interessant ze ginn, das dauert bis den 15. Oktober. Den 1. Oktober lanciert das Syndikat Initiativ vun de Krchter noch en Neid fest mam Scheinen e Schingen nomadisch. Helfen den alles werdet fir gemidlesche nomade Sprach gut Live-Musik mam Track 5 bei en gute Part oder eng leckere Steck Kuch. Kanner de kënne sech iwwer dems mat Spillerame säieren oder ab es Flottes am Atelier vum de Grischer Geschichtsmuse basteln. Fest as Nomades op der Bechplatz. Die Woche des 7. Oktober da lief am Kulturhaus an der Altstadt ein internationale Festival de la Gravure. Auch für die 20. Edition konnten es viele interessante Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt op die Krisch gelackelt gehen, für die verschiedenste Gravurentechniken zu präsentieren. Eine Ausstellung, die sich nicht sollt entkohen lassen. Nicht zu vergessen war ein wichtiges Rendezvous für den 3. Alter. Mittwochs, den 4. Oktober, invitiert Amikal für den 3. Alter Dickrich nes an die Allseerei für eine neue Ausgabe von der Journée du Grand Âge, wo die 11 Semester von Dickrich geehrt gehen.